Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum zweiten Teil der FC Bayern Pressekonferenz vor dem Spiel beim FC Arsenal mit unserem Chefcoach Thomas Tuchel. Gestriegelt und geschmiergelt, Leute. Auf geht's. Hallo, ja. Hallo. Das ist die erste Meldung. Okay, Thomas Tuchel, willkommen. Teil 2. Bitte schön. Same procedure. Immerhin, bevor wir reingehen, er sieht heute mal frisch aus, ne? Keine Augenringe und so. Aber ist ja auch klar, Tuchel ist in seiner Heimat, ist in England. Das fühlt er, da wird er kribbelig. Melden und dann geht's los mit Frank Linke. Guck mal gleich, die englischen Reporter, gleich wie das Grinsen im Gesicht läuft. Sehr schön. Vor einem Jahr war auch für die Finale in England, damals in Manchester. Sie haben 3-0 verloren und sich hinterher schockverliebt gezeigt in ihre Mannschaft. Was muss denn passieren, damit dieser Zustand morgen nochmal eintritt? Gleiche Leistung, gleiche Leidenschaft, gleiche Leistung. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Spaß gemacht zu coachen. Ne? Anderes Ergebnis, bitteschön. Das war eine bittere Niederlage, die sich in keiner Sekunde wie ein 3-0 angefühlt hat. Nee, keiner Sekunde. Das ist, denke ich, das ist ganz sicher das Level, das wir von uns erwarten konnten in dem, wie wir das Spiel angehen. Wir hatten auch damals dann, glaube ich, 2 Konstanten. Das erste Tor konnten wir... Jungs, ihr müsst doch jetzt nicht anfangen, vom Spiel von vor einem Jahr zu reden, Alter. Meine nicht Güte. verhindern, aber mit dem Schuss. Aber die anderen beiden Tore haben wir selber eingeleitet, auch da mit Konzentrationsfehlern. Trotzdem war ich insgesamt sehr, sehr zufrieden mit der Mannschaft nach so kurzer Zeit. Und, wir brauchen, Jetzt hast du eine super, super, super lange Zeit gehabt. Mal gucken, wie zufrieden er dann sein wird. Eine Leistung auf diesem Level. Wir spielen gegen Arsenal. Arsenal ist im Moment die beste Mannschaft in der Premier League, verdientermaßen. Das zeigen alle Daten. Sie setzen herausragende Daten auch in der Champions League. Die Daten sind grandios, Leute. Ne? Daten sind grandios. League sind in Topform und sind seit 2 Saisons absolut auf allerhöchstem Niveau konkurrenzfähig. Deshalb wird das ein großer Test. Mitte links, Manuel Bunke. Großer Test. Ein großer Test wird das. Aha, okay. Hallo Herr Tuchel. Hallo. Max Eberl hat vor dem Flughafen erzählt, dass es bei der Analyse des Heidenheim-Spiels auch lauter wurde, dass man sich die Meinung gesagt hat. Können Sie uns da mal mitnehmen? Also wer sagt wem die Meinung? Definitiv. Den Spielern, alle unter... Nächste Frage. Das kann ich nichts dazu sagen. Ich war dabei, aber das machen wir intern, weil es intern bleibt. Hast du schnell noch eine, oder? Nein. Dann frag mal deinen Nachbarn Tobias als Chef. Tobias. Tuchel, wäre für Sie die Saison noch halbwegs zu retten, wenn man jetzt in der Champions League weiter käme? Also es läuft ja in der Champions League sehr gut. Ich kann mich da nur wiederholen mit dem, es läuft sehr gut in der Champions League, fühle ich immer noch nicht. Wollen wir nicht drüber reden? Oder ist die Saison so oder so mehr oder weniger verloren? Die Saison ist nicht verloren. Die Saison ist dann zu Ende, wenn sie zu Ende ist. Und dann gibt es Gründe dafür, so wie sie ist. Wir stehen verdient in der Kritik nach unserer Leistung im DFB-Pokal und in der Liga. Das ist einfach so. Da braucht sich auch keiner fragen, ob wir die auch annehmen, die Kritik. Die nehmen wir selbstverständlich an. Die Leistungen, die Konstanz in unseren Leistungen war einfach nicht so. Der Hunger, die Hingabe, die Leidenschaft in der Bundesliga, wie wir das von uns erwarten. In der Champions League war das auf einem sehr hohen Niveau bisher durchgehend. Aber ja, wir haben das Mindestziel erreicht. Alter, wir brauchen nur mal die erste Halbzeit oder die ersten 60 Minuten in Galatasaray nehmen. Wenn wir darüber reden, dass diese Leistung und die Einstellung auf einem sehr hohen Niveau war, Alter, dann habe ich irgendwie ganz andere Champions League-Spiele gesehen. Und nochmal, die Spiele gegen Manchester United waren auch wild. Das Spiel in Kopenhagen war auch wild. Also, immer diese Schönrederei, Alter, die ganze Saison, das geht mir so auf die Eier, Jungs und Mädels. Es sind viele große Teams auch nicht im Viertelfinale. Man vergisst das, glaube ich, dann ganz. Ja, ist ein super Erfolg, mit dem FC Bayern im Viertelfinale der Champions League zu stehen. Das kannst du dir dann am Ende der Saison auf die Fahne schreiben, Thomas. Grandios. Oft und nimmt die Dinge, wenn sie oft passieren, einfach auch als normal an. Das ist es definitiv nicht. Es ist mein Mindestziel, es ist auch das Mindestziel vom FC Bayern, im Viertelfinale zu stehen.
Und dann in den letzten 8 brauchst du Matchglück, du brauchst Form, du brauchst die Tagesform, du brauchst auch mal vielleicht 1, 2 kleine Schiedsrichterentscheidungen und das Quäntchen Glück auf deiner Seite. Das werden wir versuchen, morgen auf unsere Seite zu ziehen. Was das mit der Saison macht, das ist eigentlich... Das ist dann eine Frage für Sie, für die Journalisten, das zu beurteilen von außen. Wir haben unsere Analyse, die auch selbstkritisch ist, wieso wir an dem Punkt sind, wo wir sind. Ja, dann hau die doch mal raus. Warum sind wir denn an diesem Punkt, wo wir sind? Morgen spielen wir in einem anderen Wettbewerb und haben die Chance, ins Halbfinale zu gehen. Dazu brauchen wir 2 absolute Topleistungen und da liegt der Fokus. Was das mit der Saison macht, weiß ich, ist unerheblich dann. Eins davor, Marc. Scheißegal, ne? Wurst. Aber bitte. Grüß Gott, Herr Tuchel. Trotz dieser von Ihnen gerade angesprochenen schwierigen Ausgangssituation, wie besonders ist für Sie das persönlich, jetzt nach England für die Premier League zurückzukehren, dann gegen Arsenal, eine Mannschaft, wo man eigentlich lange suchen muss in dieser Saison, um eine Schwäche auszumachen? Ja. Tolle Offensive, Prunkstück ist das Mittelfeld. Ja, würde ich doch sagen, ist ja ähnlich wie gegen Leverkusen. Wir tauschen einfach mal wieder die Schlüsselposition komplett durch, dann passt das schon. Meiner Meinung nach dann nur 23 Treffer in der Liga, auch noch die beste Abwehr. Obendrauf, gibt es irgendwas, was Sie ausgemacht haben, wie man Arsenal beikommen kann? Ja, aber es ist extrem schwierig, weil die Leistung sehr rund ist, weil sich Arsenal auch komplett als Team definiert. Sie sind zu all dem, was Sie schon gesagt haben und zu Recht gesagt haben, noch die beste Mannschaft aktuell in Europa bei Standardsituationen. Wir sind, glaube ich, dicht dahinter, aber leider in Ticken dahinter. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung. Wir sind super zufrieden mit unseren Ecken, Leute. Macht euch keine Sorgen. Das läuft morgen. Wie geschnitten Brot. Aber Arsenal hat auch da die Nase vorn. Das kommt dann noch dazu. Und es ist jetzt seit glaube ich, im 2. Jahr, dass sie auf dem hohen Niveau konstant spielen, dass sie unglaubliche Energie auf dem Platz bekommen und das auch halten können. Hat, glaube ich, kompletter Kulturwechsel auch nochmal stattgefunden unter Arteta seit seinem Beginn. Es trägt komplett seine Handschrift. Der Club war klar, welchen Weg sie mit ihm gehen wollten und das zahlt sich massiv jetzt gerade aus. Mannschaft und Trainer sind eine Einheit, so spielen sie. Ja, das wäre schön, wenn wir das auch mal wieder sagen könnten, ne? Dass Mannschaft und Trainer eine Einheit sind. Da sind wir so weit von weg wie, ja, weiß ich nicht. Wild. Aber ja, das ist halt Mannschaftssport, ne? Und da schlägt das dann halt zu Buche. Sieht man in jedem einzelnen Spiel. Sie dominieren im Moment die schwierigste Liga in der Welt und das spricht für sich. Es ist nur so, dass wir natürlich auch um unsere Stärken wissen, dass wir auch darum wissen, wie wir ihnen wehtun wollen. Wir wissen, dass Champions League trotzdem ein Wettbewerb ist, in dem wir mehr Erfahrung haben als Arsenal über die Ja, daran ziehen wir uns natürlich hoch, ne? Weil da haben wir ja letztes Mal auch schon heiß diskutiert hier im Stream über die internationale Erfahrung, die ja so super wichtig ist. Aber das werden wir ja morgen sehen. Wenn dem so ist, dann sollten wir morgen das Ding ja easy nach Hause schaukeln, ne? Oder zumindest ein easy peasy Unentschieden holen, wenn die internationale Erfahrung doch so sehr wichtig ist. Bin gespannt. Ja. Vielleicht werde ich ja morgen widerlegt. Weil ich bin der Meinung, dass die absolut uninteressant ist. Historie und auch über die vergangenen Jahre, die letzten 4 Jahre, die letzten 5 Jahre. Wir haben mehr Erfahrung. Es ist anders. Es ist anderer Fußball in Europa als in der Premier League. Das hat schon einen Einfluss und hoffentlich auch zu unseren Gunsten. Wir wollen das auf jeden Fall zu unseren Gunsten nutzen. Nein, first row, please, yeah. Of course. How are you? I'm fine. Guck mal, wie er gleich wieder aufgeht, der Thomas. Wie eine Blume, die sich öffnet, oder? Ein englischer Reporter stellt Ihnen eine Frage. Guckt ihn euch an. Wie er strahlt. Wie geht's dir? Schön, Sie wiederzusehen. Du hast Arteta erwähnt. Bist du darüber überrascht, wie gut er inzwischen ist? Nein, es war ein schwieriger Anfang vielleicht, aber der Team stand zum Trainer und sie haben diese schwierige Phase zusammen durchgestanden. Sie haben eine neue Kultur zum Team gebracht oder ins Team gebracht und das haben sie zum Rollen gebracht und es hat nie aufgehört. Das Momentum war weiterhin da. Es ist sehr fließend.
taktisch ist es auf sehr hohem Niveau, es ist sehr dominant, sehr aggressiv, es ist sehr stabil gegen den Ball. Also sehr schwierig, da was zu finden. Jeder Aspekt des Teams ist oder des Spiels ist angegangen worden und man muss ihm wirklich ein großes Kompliment machen. Aber da ist immer ein Aber, nicht wahr? Immer. Wir werden nichtsdestotrotz... Weil wir haben Harry Kane, Leute. Harry Kane. Und Choupo haben wir ja gehört. Choupo morgen 3 Hütten, Leute. Versuchen, stark zu sein morgen. Wir möchten das Team werden, das Lösungen findet gegen sie. Es ist Champions League und nicht Premier League. Es ist ein europäischer Style oder Stil, der etwas anders ist als der in der Premier League selbst. Wir haben mehr Erfahrung. Ich würde ja mit allem mitgehen, was der Tuchel so erzählt. Ja? Fühle ich ja. Auch den Erfahrungsfaktor kann man so minimal mit einfließen lassen. Auch sein komischer Take. Es ist europäischer Fußball und kein englischer, weil der englische Fußball jetzt nicht europäisch ist, sei mal dahingestellt. Wenn wir denn auf ein einigermaßen guten Niveau Fußball gezeigt hätten die letzten Wochen, würde ich da alles mitgehen. Haben wir aber nun mal nicht. Ganz im Gegenteil. Wir haben ein Offenbarungseid nach dem anderen gezeigt. In diesem Wettbewerb und so werden wir es versuchen zu starten. Aber mein größtes Kompliment an Arteta und den ganzen Club, beziehungsweise die ganze Belegschaft, wie sie das Team umgewandelt haben. Sehr schön. Es geht ja bei dir auch um mehr jetzt diesen Sommer, diese Veränderung. Habt ihr mich schon vergessen oder was? Also normalerweise, also nicht normalerweise, doch normalerweise gebe ich alles für das Team, das ich trainiere. Ich fühle Normalerweise oder nicht normalerweise gibt er alles für das Team, was er trainiert. Thomas, jetzt machen wir nicht so. Ich bin glücklich, auf diesem hohen Niveau spielen zu dürfen oder trainieren zu dürfen. Ich mache es auch für meine Leidenschaft und meinen Willen zu gewinnen, um mich selbst zu beweisen auf diesem hohen Niveau. Aber ich möchte keine... Ja, kann man ja dann auch so sehen, oder? Kann man halt einfach sagen, Dortmund und Heidenheim ist halt nicht dieses hohe Niveau, da muss man sich dann nicht beweisen. Ne? Macht man nur in der Champions League gegen den FC Arsenal. Schlagzeilen lesen über andere Vereine. Ich werde alles für Bayern München geben bis zum letzten Spiel. Das ist auf jeden Fall sicher. Und was ich auch von mir verlange, das wird morgen weitergehen auf dem hohen Niveau. So weitergehen auf dem hohen Niveau, wie gegen Dortmund und Heidenheim? Ja, dann... Am Samstag kam die Frage, wie Sie der Mannschaft nach so einem Spiel einen neuen Impuls geben für Arsenal. Da haben Sie gesagt, Sie wissen es noch nicht, aber Sie wissen es morgen oder übermorgen. Ja. Jetzt heute können Sie sagen, haben Sie den Impuls gefunden und können Sie uns ein bisschen teilhaben lassen, wie Sie versuchen wollen, der Mannschaft wieder diese Leidenschaft und Energie einzuhauen, die zuletzt uns gefehlt hat. Die fehlt uns in der Liga. Ich denke, dass es hilft, auch nicht drum rumzureden. Das ist einfach so. Das ist einfach so, das kann man halt nicht ändern, oder? Das ist halt so, Leute. Weiß ich doch nicht, ist doch egal. Es ist halt einfach, es fehlt uns in der Liga. Aber in der Champions League waren wir stark, bärenstark bisher. Wir haben dominiert. Beste Mannschaft in dem Wettbewerb bisher. Wir zeigen das nicht konstant genug in der Liga, aber morgen ist keine Liga. Deshalb, eine schlechte Nacht gehabt, haben es gemeinsam analysiert, wie immer, offen, ehrlich, direkt, sachlich und auch emotional. Haben es dann wirken lassen und haben heute am zweiten Top trainiert haben wir, top. Tag danach Abschlusstraining gemacht. Das bedeutet, ja klar, wir haben uns taktisch vorbereitet auf morgen. Wir haben Bilder gezeigt, auch da entsprechend die Mannschaft vorgestellt, die Mannschaft darauf eingestellt. Und ja, dann ist es auch irgendwann gut. Dann ist es irgendwann auch vergessen. Nichts ist älter als die Zeitung von gestern und das Fußballspiel von vorgestern, ganz sicher. Das ist natürlich jetzt gerade auch zu unserem Vorteil. Es gibt natürlich schönere Ausgangslagen, diese Leichtigkeit, das Gefühl von Selbstverständlichkeit, das du bekommst, wenn du gewinnst, haben wir im Moment nicht. Aber das sollte uns definitiv nicht davon abhalten, morgen alles zu investieren. Wir müssen Also das einzigste Szenario, was ich persönlich mir vorstellen kann für morgen, ist,
dass wir in der ersten Viertelstunde, wie auch immer, ja, durch einen ungerechtfertigten Elfmeter, durch irgendeinen Standard, irgendwie 1-0 in Führung gehen. Dann kann ich mir vorstellen, ja, ähnlich wie gegen Stuttgart, wir stellen uns hinten rein und versuchen irgendwie 2, 3 Konter zu fahren und das Ding irgendwie über die Zeit zu bringen. Haben wir im Moment die Stabilität in der Mitte dafür? Nein. Punkt 1. Punkt 2 wird sein, welche Innenverteidigung darf spielen? Das wird der andere Faktor sein. Ja, aber das wäre wirklich das einzige Szenario, wo ich mir vorstellen könnte, dass irgendwas geht. Und sollte Arsenal früh in Führung gehen, Alto Belli, dann kann das richtig wehtun morgen. In der Verbissenheit, in unserem Investment, in der Bereitschaft auch zu leiden und uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Ja, das haben wir ja die letzten beiden Spiele nicht gesehen. 2 Schippen drauflegen gegenüber den letzten beiden Auftreten. Nee, da musst du 100 Schippen drauflegen, da reichen keine 2 Schippen. In der Liga, da können wir ganz ehrlich sein und ganz offen sein. Ja. Und wenn wir das tun, was wir bisher auch getan haben in der Champions League, dann sind wir konkurrenzfähig. Ich habe auch da gesagt, wir spielen natürlich morgen gegen einen extrem schweren und formstarken Gegner. In einem Stadion, in dem es extrem schwer ist zu gewinnen, in dem eine besondere Energie herrscht. Aber wir spielen vor allen Dingen in dieser Saison auch gegen uns selber. Und deshalb gilt es, die beste Version von uns zu zeigen, das beste Gesicht von uns zu zeigen. Wenn wir das tun, sind wir auf dem höchsten Niveau konkurrenzfähig. Da brauchen wir uns auch nicht verstecken. Es geht nur darum, ja. Gut. Lass uns mal kurz zurück überlegen, wie oft haben wir das diese Saison gezeigt auf dem höchsten Niveau? Also ich persönlich erinnere mich an Dortmund. Nehmen wir Stuttgart noch dabei. Ich denke mal so Darmstadt, Bochum, das sehen wir jetzt mal nicht als höchstes Niveau an. Nochmal in der Champions League habe ich kein Spiel gesehen, was wir auf höchstem Niveau irgendwie mal klar dominiert haben. Schwierig. Aber wer weiß. Geht nur darum, das zu tun. Machen wir noch 3 Fragen, bitte. Florian Plettenberg für Sky. Can I ask you about Kai? No, sorry. Oh, sorry. Man behind. Herr Tuchel, gegen Lazio Rom haben Sie sich ja den C angeknackst, aber dieser gebrochene C stand ja auch für sehr viel Impulsivität. Was können Sie denn morgen und was wollen Sie der Mannschaft mitgeben? Was haben Sie vielleicht vorbereitet? Und dann gestatten Sie mir noch die Frage, nach dem Feststand. Der Blick, Alter, der Blick. Was labert der? Was will der jetzt von mir? Ich soll ihn motivieren? Was? Champions League. Da brauche ich kein Motivieren. Das ist Motivation genug, Leute. Dass hier sich und die Bayern trennen, ist ja sehr, sehr viel eingebracht, auch auf Sie menschlich. Was hat das mit Ihnen gemacht und würden Sie in der Rückbetrachtung wieder die Entscheidung treffen, bis zum Saisonende weiterzumachen oder hätte man das vielleicht vorher? Diese Frage muss man jetzt vor dem Champions League Spiel stellen, oder was? Was ist das denn wieder für ein Dummfick, Alter? Alter. Sowas ist halt, sorry. Ja. Ich hoffe, da geht er gar nicht drauf ein. Für alle Seiten. Für Sie den Teil der Frage. Für mich. Nein, es ist schön, dass Sie Sorgen um mich machen, aber mir geht es mit der Entscheidung gut. Ich bin alt genug, um für meine Entscheidung gerade zu stehen. Das ist am Ende auch nur Fußball, auch wenn es mir extrem viel bedeutet. Das war, habe ich ja auch schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob das zur Debatte stand und ob ich allzu viel Mitsprache, Mitgestaltungsrecht da hatte. Aber es war keine Option aufzuhören. Ich weiß, wie wir arbeiten. Ich weiß um meinen Input auch, den ich gebe. Der ist in der Liga definitiv nicht so zu sehen, wie wir das wollen. Damit sind wir und ich mit meinem Trainerstab und ich persönlich die härtesten Kritiker mit mir selber. Aber wir ziehen das bis zum Ende durch. Das ist so vereinbart. Das ist die beste Lösung und dazu stehe ich nach wie vor. Ja, ist die beste Lösung auf jeden Fall für den Verein. Sieht man ja. Läuft richtig bei uns. Okay, in der Mitte jetzt. Hi. Ja, jetzt mal der erste Teil der Frage war doch viel interessanter, Alter. After the game this weekend, Roberto De Zerbi said, when speaking of why Arsenal was so good, he singled out Martin Odegaard as a very... Jemand hat gesagt, dass Arsenal, als er sagen sollte, wieso Arsenal so gut ist, hat man Odegaard genannt. Wie viel Einfluss hat auf das Spiel? Naja, Arsenal an sich definiert sich als Team und das ist toll und das ist schön zu sehen. Ja, das hätte der Thomas auch sehr gerne, hat aber nicht hingekriegt aus diesen
komischen Egoistenhaufen ein Team zu formen. Ne? Das ist ja unser großes Problem diese Saison. Man ist nicht abhängig von einem individuellen wovon wir super stark abhängig sind. Spieler oder individuellen Lösungen, um Spiele zu gewinnen, kontinuierlich. Aber ich verstehe, warum er das so gut findet. Ja, weil wir das alles nicht haben. Wir sind ein sehr teamfokussiertes Team und es ist sehr beeindruckend. Aber Sie haben recht, Ødegaard ist einer der Schlüsselspieler. Er ist einer der Schlüsselspieler. Wir lieben es, wie er seine Aktionen beginnt. Wir lieben, wie er sie begeht oder wie er seine Aktion macht. Und die Verbindung zwischen ihm und Saka und mit Kai Havertz und auf der linken Seite läuft es einfach wunderbar. Und ich hoffe, wir finden die Lösungen dagegen oder die Lösungen, die wir gefunden haben, werden die richtigen sein, um ihm das Leben schwer zu machen. Aber er ist ein toller Spieler. Und es ist sehr beeindruckend, wie er sich als Kapitän entwickelt hat. Und das ist einer der Schlüsselspieler, den wir versuchen werden zu stoppen. Kai Havertz hat ein spezielles Tor für dich erzielt in Chelsea. Wie wichtig ist es, dass dein Team jetzt ihn aufhalten kann? Und wird es ihm helfen, die ganzen Fans zu haben? Naja, er blüht auf, egal ob es Fans gibt oder nicht. Es ist schön, Harry hier auch zu haben in Arsenal. Und hier in der Viertelfinale wird es ihn sehr freuen, ein Tor zu schießen. Nichts sollte ihn zurückhalten. Ich glaube, er ist sehr motiviert und Harry hilft immer dabei zu helfen, zu gewinnen. In Tottenham, aber jetzt auch bei Bayern. Und hoffentlich hilft er uns dabei zu gewinnen. Naja, Kai hat vielleicht das beste Tor meiner Trainerkarriere erzielt. Er ist ein toller Kerl, ein super Charakter, den er hat. Und er ist ein toller Teamspieler. Also ja, ich bin sehr froh für ihn, dass er die Wertschätzung bekommt, die er verdient. Und ja, wir müssen uns um ihn kümmern. Manchmal wechselt er Position, da müssen wir darauf achten. Wir haben auf dem Feld ein paar Leute, die ihn sehr gut kennen. Und natürlich muss er auch über seine Verbindung denken zu mir. Also muss er das langsam angehen. Wir erwarten einen gewissen Respekt sozusagen. Dankeschön, habt einen schönen Abend. Wild, 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 wild. Wild.